Schönen guten Abend in die Runde. Also, wie schon angekündigt, mein Name ist Florian Hellweger, Geschäftsführer der Sennerei Drei Zinnen mit Sitz in Toblach. Toblach ist eine Gemeinde in der östlichen Hälfte von Südtirol, relativ nah zur Grenze zu Osttirol, wenige Kilometer, und hat circa 3500 Einwohner. Bekannt ist Toblach sicher durch die schönen Dolomitengipfel und vor allem durch die Drei Zinnen, aber auch die Wasserscheide, also wo die Rienz und auch die Drau, die nach Osten weiter fließt, Richtung Osttirol, Kärnten, aber auch die Rienz, die eben dann Richtung Pfuneck durchs Pustertal fließt. Zurückzukommen zur Sennerei Drei Zinnen, unsere Marke, die Drei Zinnen oder der heutige Namensgeber, das war nicht immer so. Das heißt, dieses Genossenschaftsdenken in Südtirol hat sogar in unserer Gegend begonnen. Das heißt, die Sennerei Innichen, der Nachbarort von Toblach, gerade mal 5 Kilometer entfernt, hat bereits 1875 die erste Sennereigenossenschaft Südtirols gegründet. Und auch der Nachbarort Niederdorf von Toblach, auch wenige Kilometer entfernt, hat bereits 1878 ihre Genossenschaft gegründet. Und das heißt, Toblach war dann als nächste Genossenschaft im Jahr 1882 auch eben dabei, das Genossenschaftsdenken dort so weiter fortzuführen, weil bis zu dem Zeitpunkt waren die Bauern eigentlich Selbstversorger, nicht nur hier in Südtirol, sondern generell. Und gerade dann durch den Bau der Eisenbahnen in der Zeit hat der ganze Handel begonnen zu florieren, und man hat also nicht nur durch das Genossenschaftsdenken, wo die Bauern wieder ihre eigenen Produkte gekauft haben, aber auch den Handel an Dritte dann weiter begonnen, und das hat dann in ganz Südtirol eigentlich dazu geführt, dass Genossenschaften gegründet wurden. Heute hat man 8 Genossenschaften noch im Land, kleinere, größere, und wir sind da mittlerweile, also kann man sagen, in der Mitte mit circa die 140 Mitglieder. In Südtirol muss man sagen, hat der durchschnittliche Bauer wie viele Milchkühe? Das sind circa 13 Kühe pro Stall. Das heißt, klein strukturierte Betriebe, wo häufig noch der Nebenerwerb also betrieben wird, um sich ein zusätzliches Einkommen auch zu ermöglichen. Und gerade hier auch, Toblach liegt auf 1200 Meter Meereshöhe. Man hat hier auch im Sommer Tourismus, aber im Winter auch Skigebiete, wo die Bauern häufig auch mitarbeiten und das auch brauchen. Wenn man nochmal geschichtlich, also die Fusionen, heute heißen wir Sennerei Drei Zinnen, das hat aber auch dazu geführt, dass man im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte auch Fusionen angestrebt hat. Zu Beginn hat man also jeder für sich seine Produkte vermarktet, aber mit der Zeit hat man auch gemerkt, dass man durch Zusammenschlüsse sich auch neu ausrichten kann und irgendwo dann auch sich stärken kann. Und der erste Zusammenschluss war bereits im Jahr 1964, damals mit der Sennerei Niederdorf und Toblach, und 2002 also waren die ersten Fusionsbestrebungen mit dem Nachbarort Innichen, und da hatte man dann relativ schnell eine Mehrheit gefunden, sodass man sich nochmal dann zur Sennerei Drei Zinnen zusammengeschlossen hat. Und gerade die Möglichkeiten, die man da in unserer Gegend durch den Tourismus auch hat man dann auch nachgedacht, direkt an der Hauptstraße eine Schaukäserei auch zu gründen, und dies wurde dann im Jahr 2004 fertiggestellt, und wir haben eben den Sitz direkt an der Hauptstraße zu den Drei Zinnen, beliebtes Ausflugsziel, wo uns dann auch die Urlauber, aber auch Passanten besuchen, den Betrieb anschauen,
uns kennenlernen, sehen, was wir machen, aber auch die Geschichte der Bauern irgendwo auch in dem Museum ja, erklärt bekommen. Wir haben also momentan tägliche Anlieferung von circa 30.000 Liter Rohmilch und das bedeutet, im Jahr sind das circa 12 Millionen Liter ungefähr, und unser Schwerpunkt ist sicher die Käseherstellung. Wie ich habe gesagt, in Südtirol gibt es andere Sennereien oder auch Genossenschaften. Irgendwo im Laufe der Jahre hat jeder seinen Schwerpunkt bei der Milchverarbeitung gefunden. Auch das muss man sagen in dem Genossenschaftsdenken. Es ist so, dass eine Konkurrenz im Land herrscht. Die ist auch positiv, weil jeder sich natürlich immer wieder stetig verbessern will mit dem Milchauszahlungspreis, aber auch mit den Produkten. Nichtsdestotrotz hat jeder irgendwo seine Nische gefunden. In unserem Fall ist es die Käseherstellung. Wir haben viele verschiedene Schnittkäse, andere Südtiroler Molkereien oder Sennereien stellen Joghurt oder auch eben Mozzarella her, und durch den unterschiedlichen Austausch auch der Produkte in den Genossenschaften hat jeder von dem anderen im Sortiment etwas gelistet, was die Sichtbarkeit dann der Produkte auch nach außen wieder stärkt und auch irgendwo auch dann eine Zusammenarbeit mit sich bringt. Und sicher, wenn wir jetzt von der Corona-Zeit noch kurz, welchen Einfluss der bei uns zum Beispiel durch Tourismus, aber auch Schaukäserei mit sich gebracht hat, dann muss man sagen, dass man eigentlich von den Besucherzahlen in der Schaukäserei gute 20.000 Besucher hatte das jedes Jahr. Und das hat sich, muss man sagen, mehr als halbiert. Nichtsdestotrotz ist es irgendwo so, dass das Angebot immer noch also angenommen wird, natürlich mit den Einschränkungen, die man hat. Nichtsdestotrotz ist es so, wir haben an unserem Sitz, wo die Milch verarbeitet wird, neben der Schaukäserei auch einen Shop, wo man die Produkte auch einkaufen kann, und deshalb ist es da auch möglich, irgendwo etwas von unseren Südtiroler Produkten mit nach Hause zu nehmen. Heute ist es so, dass wir nach der Corona-Krise auch mit sicher einem schwierigen Jahr wieder rechnen müssen. Das hat damit zu tun, dass irgendwo die ganzen Rohstoffpreise auch bei den Landwirten, ob das Futtermittel sind, auch sehr, sehr angezogen haben, und indirekt natürlich auch die Landwirte liefern uns die Milch, wir verarbeiten sie, sind auch mit Kosten irgendwo wieder ja, starken Kosten ausgesetzt, und das heißt, dass man da sicher die nächste Zeit auch sowohl der Landwirt draußen, aber auch wir als Sennerei mit den Kosten sicher auch den Milchauszahlungspreis nicht mehr so halten können, was natürlich auch für den Landwirt ja, sicher schwerwiegend ist, auch aus dem Grund, sie sind sagen wir, ohnehin nicht hauptberuflich, auch im Vollerwerb, müssen einer anderen Arbeit nachgehen. Der Milchauszahlungspreis geht auch zurück. Wir haben hier eine Berglandwirtschaft, und die ist sicher auch unter Druck, und deshalb muss man natürlich umso mehr bemühen, auch dann da bestmöglichst für unsere Mitglieder zu arbeiten. Was vielleicht auch jetzt abschließend noch vielleicht kurz interessant ist, ein paar Bilder zu sehen, wo man auch ein bisschen die Entwicklung der Gebäude auch sieht. Das heißt, wir haben hier in dem Moment die Sennerei Innichen von früher, wo man auch sieht, dass die ja, Produktionsstätte damals auch nicht richtig groß war, man sie im Ort hatte und auch dort einkaufen konnte.
Heute ist die Sennerei Innichen ist in dem Moment eine Filiale von uns, ist immer noch ein beliebter Ort, sowohl für die Einheimischen als auch für die Gäste, etwas mitzunehmen und in dem Moment ja auch gerade für uns auch als Standort Innichen nach wie vor auch wichtig, dort etwas, auch wenn wir nicht mehr dort produzieren, auch zu vermarkten. Das war früher im Ortskern von Toblach ja, die damalige Sennerei. Dieses historische Gebäude gibt es immer noch, ist mittlerweile an ein Nahversorgungsgeschäft verpachtet worden und ist deshalb auch immer noch ja, historisch gesehen, aber auch emotional wichtig für die Bevölkerung. Hier seht ihr jetzt den Hauptsitz, die Schaukäserei. Mittlerweile ist auch hier in Zukunft irgendwo geplant, vielleicht die eine oder andere Erneuerung wieder. Wir haben die Schaukäserei 2004 eingeweiht und möchten uns natürlich auch bei ja, gewissen Investitionen dann auch immer wieder auch verbessern. Mittlerweile ist hier der Parkplatz, den Sie vorsehen, auch unterkellert worden. Das heißt, Lagerräume geschaffen wurden, einfach auch, um dort bei den verschiedensten Käsespezialitäten auch genügend Platz für die Reifung zu haben. Zuletzt auch in der Zeit der Pandemie für uns vielleicht auch eine Hilfe, da man auch länger gereifte Käse dort gut einlagern konnte. Hier seht ihr nochmal aus einer anderen Perspektive die Schaukäserei, auch die Hauptstraße direkt davor und deshalb sicher auch eben kurz Halt zu machen, sehr geschickt und strategisch gelegen. Das Museum und auch hier das Bild der drei Zinnen ist sicher auch immer für die Gäste, die den Rundgang machen, dann auch einmal ein Rückblick in der Zeit, wo wir begonnen oder auch die Landwirte selber noch produziert haben, interessant zu sehen, aber auch durch die alten Maschinen auch die Möglichkeit zu erfahren, wie damals gearbeitet wurde und die Möglichkeit dann auch beim Rundgang in unsere Produktionsräume auch hineinzuschauen, zu sehen, wie wir aus der Milch Käse, Butter, Sahne oder auch Ricotta produzieren und dadurch auch wir den Einblick auch den Leuten geben, zu sehen, dass wir also aus dem Rohstoff Milch also viele, also verschiedene Produkte machen. Hier sieht man eben auch, wie produziert wird, auch unseren sicher bekanntesten Käse, den Toblacher Stangenkäse und auch den Reiferaum, die Reifekeller. Hier der Toblacher Stangenkäse noch kurz verarbeitet. Sehr bekannt ist dieser Käse als Grillkäse, einfach und schnell zubereitet und auch gerade in Norditalien auch sehr bekannt dafür. Ich bin eigentlich hiermit auch schon am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, stehe aber auch gerne noch, falls Fragen da sind, auch zur Verfügung. Und wünsche dann noch einen weiteren guten Verlauf hier. Ich habe 2 Fragen derzeit vor mir. Das erste wäre, wie hoch ist denn circa Ihr Exportanteil? Der ist relativ klein. Ich würde den sogar auf unter 5% betiteln. Warum ist das so? Einmal bei unseren Milchmengen, die wir haben. Wir haben nur Milch aus unserem Einzugsgebiet. Alle Produkte haben die Südtiroler Qualitätsmarke. Das ist uns auch wichtig, weil das auch der Konsument schätzt, die Herkunft. Und gerade in Italien ist das Produkt, wie wir es herstellen, bei Käse, Naturrinde, also mit dieser natürlichen Reifung ohne Oberflächenbehandlung einfach sehr beliebt. Hier lokal vertreiben wir ohnehin nur Frischmilch, Butter, Sahne, also die Produkte, die wir auch in den Mengen auch herstellen können, die wir dann auch ja, lokal hauptsächlich vertreiben. Schon Käse auch, aber eine Frischmilch oder eben Ricotta können wir auch von den Mengen gar nicht auch exportieren in dem Moment oder generell außer Landes auch bringen. Okay. Und die zweite Frage, wer ist der Eigentümer der Sennerei Drei Zinnen?
In dem Moment sind das 138 Landwirte, die also nach wie vor als aktive Mitglieder also uns Milch liefern. Und von diesen Mitgliedern haben alle 3 Jahre bei der Vollversammlung die Möglichkeit, durch ihr Stimmrecht auch den Obmann der Sennerei zu wählen, der als gesetzlicher Vertreter in dem Moment auch fungiert. Und das ist ja auch der Vorteil der Genossenschaften. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, auch durch das Stimmrecht oder auch durch die Vollversammlungen auch seinen Teil dazu beizutragen, indem alle eingebunden werden und eben die Möglichkeit haben, sich zu äußern.